Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, das sieht ja schon mal besser aus von der Einnahme. Alla hopp. Gucken wir mal, was wir heute noch alles gebacken kriegen. Ja. So, da. Das sieht wieder ganz gut aus. So können wir wieder drüber rusen, genauso wie hier in die falsche Richtung. So. Und hier nochmal. Okay. Was wir jetzt an Energieeinsparung haben, von draußen durch die Iridium-Sprinkler, das haben wir hier drin dann wieder wettgemacht durch die Dinger. Okay, hier wieder rein. Der Rest kennt seine Prozedur. Wobei, Quatsch, das kommt wieder zum Verkauf raus. Wo ist dann Abigail? Hier ist sie gerade nicht. Wetter sagt vom Mäuer, ganze Tag klar und so nicht. Moment. Mäuer war doch, erst, genau. Mäuer war Marus Geburtstag. Ich glaube, die steht auch auf Erdbeere. So, nochmal ein kurzer Gang in den Keller. Da ist noch nichts gut. Da freue ich mich drauf, wenn wir da endlich mal die Sache in der Iridium-Qualität haben. Ich bin halt früh aufgestanden und habe die Pflanze fertig gegossen. Ich hoffe, das macht deinen Job heute ein bisschen einfacher. Ja, super, danke. Ja, Höhle auf dem Grundstück, davon kann man ja schon mal träumen, ne? Na, so. Okay. Die können leider nicht geerntet werden. Aber jetzt ist es wieder an der Zeit, dass die Städzäune repariert werden müssen. Heieiei. So, was ist dann in der Post noch drin? Vom Gas gibt es noch ein Lachsmahlzeitrezept. Ah, nicht schlecht. So. Dann schauen wir nochmal. Irgendwie kommt mir so vor, als hätte die Wutz in letzter Zeit nämlich wirklich Zeug gesucht. Als hätten wir keine Trüffel mehr gefunden in letzter Zeit. So. Und ja, sie ist ziemlich gut hier an die Sache drangegangen, sehe ich. Okay, das ist allerdings nett gegossen, ne? Wir machen mal das ganze Feld. Da scheint es aber gegossen zu haben. Das hat so wie es aussieht. Ach, ganz gegossen? Ja, sau gut. Das macht bei meinem Job definitiv heute einfacher. So, hier. Und so. Ja, nur die hat sie auch nicht gegossen. Sommerschmuck. Okay. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir eventuell nochmal das Sommerschmuck pflanzen oder was anderes. So, Leverwurst, du bist schon gefüttert. Dann gehen wir nochmal hier rein. Ihr seht auch soweit glücklich aus. Ihr müsst nur nochmal gestreichelt werden, alle miteinander. Gut. Dann kommen die ganzen Eier und Pipapo kommen hier rein. Das kommt hier. Das dort. Und der Rest dort hier. So. Dann zu euch. Ich hoffe doch mal bald, dass mal wieder Trüffel kommen. Gerade von dir erwarte ich das, Bertha. Gut. Ups, so. Na dann, holen wir doch mal die fette Ausbeute hier wieder. Und dann legen wir mal los. So, und so. Jo, und die Ziegemilch muss wie immer warten, kennen wir jo. Da haben wir nochmal Brombeere. Da ist natürlich wieder von der Iridium-Sprinkler aus. Oh, schä. Da kam jetzt was raus. Und zwar kriegen wir 15 Zucker dabei raus. Und das nenne ich doch mal richtig gut. Von der Rübe kriegen wir schä viel Zucker raus. Dann können wir hier noch die Wezerei schmeißen, bin ich davor. Und dann schauen wir doch einfach mal, was da dabei rauskommt. Von 5 Rive bin ich mal echt gespannt. So, dann do dazu wieder. Da haben wir wieder jede Menge Kram Drahhänger. Ja, jetzt wächst es leider ziemlich fleckig, das Zeug. Das heißt, mit der Siggi erstmal wieder rüber. Und Eich lassen wir selbstverständlich wieder raus. So. Dann gucken wir nochmal.
Das kann alles verkauft werden, der ganze Kram. Aber... wo habe ich denn meinen Zucker gelagert? Habe ich den hier zufällig auch gelagert? Hier sind die anderen Kochzutaten, aber... Wisst was? So ein Quatsch finden wir immer mal wieder. Das können wir jetzt hier verkaufen und können hier stattdessen der Zucker lagern. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Und das Mehl muss ja eigentlich auch irgendwo noch sein, ne? Naja, egal. Sommerschmuck. Wo habe ich denn meinen Sommerschmuck hier verflixt nochmal? Was, dann können wir eigentlich auch direkt reinschmeißen. Sommerschmuck, da haben wir doch. Heben wir noch so einer und so einer auf. Und der Rest, der wird einfach mal großflächig verkauft. So. Ebenfalls wie der hier. So, das sieht doch soweit ganz gut aus. Da können wir in die Mühlen noch ein bisschen von Weze reinschmeißen. So zähe silberne Weze ist bestimmt auch nicht verkehrt. So. Schauen wir mal, was es uns dann an Mehl bringt. Dann dazu. Mais gründlich abernte. Und die Tomate, das ärgert mich jetzt echt. Dass die so fleckig sind jetzt, wie die Blaubeere, ach. Dass das nämlich alles an einem Stück ist. Ja, das regt mich jetzt so ein bisschen auf. Na egal. Ich hasse es halt, wenn Symmetrie zerstört wird. Und dann hier nochmal. Joink. Hopf und hopf. Und dann geht's weiter. So. Und hier wieder. Gut, ich überlege gerade, was können wir dann heute noch Schönes machen. Ich finde, die Mühle steht eigentlich gut da, wo sie steht. Da habe ich den Platz eigentlich ganz gut soweit ausgesucht, finde ich. Alles andere in der Nähe von der Shire, das wäre wieder zu nervig gewesen, weil da die Mühle ziemlich hoch ragt, hätte es sehr viel verdeckt, was hinne ist. Das finde ich dann wiederum nicht so schön. Okay, deswegen finde ich eigentlich da, wo sie steht, da steht sie gut. Da ist sie vorne halt ein bisschen verdeckt, aber das macht nichts. Besser, als wenn sie hier sehr viel verdeckt. Okay, gut. Wir warten eigentlich auch nur noch darauf, dass unser Kram endlich gut wird, unseren Rotkohl. Und sonst muss ich gerade mal gucken. Das heißt, wir brauchen noch hier was. Da kann ich eigentlich auch schon gleich wieder, ne? Eipflanze. Bei Pierre müssen wir jetzt halt nochmal gucken, dass man da ohne für das Sommerschmuck noch irgendwas entsprechendes finden. Der Käse ist soweit auch wieder gut. Nur der Ziegemilch muss nochmal mit rein. So, dann kommt das wieder da hier. Und wir reiten durch das ganze Tiergewusels nochmal weiter durch. So, dann kann wieder jede Menge hier verkauft werden. So. Okay. Der Rest kommt wieder unten in die Tonne. Der Pierre hat ja immer mittwochs nur seinen Ruhetag. Das heißt, der ganze Kram kommt jetzt auch erstmal hier wieder in die Reifefässer mit rein. Sehr schön. Ja, das dauert halt seit Zeit, bis das Zeug wieder gut ist. Aber dafür bringt es auch jede Menge. Okay, sie bleibt heute ein bisschen daheim. Und guckt sich die interessante Käfer an. Warum nicht? So, ich zwitscher mal aber erstmal meinen Kaffee rein. Boah, geil. So. Na, geh schon mal weg. So. Wo habe ich den dann nochmal reingelegt? Hier war er nicht drin. Dann hier, ne? Auch nicht. In der blaue auch nicht. Wie ist das? Wo habe ich denn dann hier? Der Honig? Ah doch, da ist er doch. So. Gut, Alter. Was kennt man dann heute noch machen? Ich warte ja eigentlich nur auf meinen Rotkohl, dass der gut wird, damit ich Moje wahrscheinlich, wenn er gut ist, das Gemeindezentrum beenden kann. Tomat für Elliot bin ich auch dafür. Das können wir gern annehmen. So, was können wir dann noch machen? Ist jetzt die Frucht, ne? Was könnte man da noch schönes abpflanzen?
das frohe ich mich jetzt gerade, was ich jetzt statt Sommerschmuck noch machen kann. Blaubeere haben wir noch. Weißt du was, dann nehmen wir jetzt einfach für den Rest vom Sommer noch Melone. Tomate. Machen wir das doch so. Ja, die Mädels machen wieder ihr Gymnastik. Und für Elliot soll es ein Tomat sein. Ne? Genau, der wollte Tomat. Und bei der Gelegenheit bringen wir dem Hansel doch gleich noch ein Entefetter mit. Auf die steht er ja total. Ja, ich weiß, du ist ein Edelwicker, aber ich hol sie nicht. So. Dann holen wir für ihn noch so Shenny Entefetter in Iridium-Qualität. Und wo ist dann mein Tomat? Da haben wir eine. Wobei, da holen wir eine in Goldqualität. Wenn hier vor meiner Aare schon der Zaun schimmelt, das kann ich ja nicht sehen, sowas. Also, wieder ganz. Bin ich immer gespannt, wie das aussieht, wenn ich zurückkomme wieder. Wie viel dann da wieder kaputt gemacht worden ist. Oh, Mann, 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 Mann. Okay, dann erstmal zum Elliot. Dann könnte man noch unserer Erwitsch noch gucken, ob wir möglicherweise beim Bergsee oder so noch ein bisschen was sieben können mit unserer tolle Kupferpfanne. Ich meine, wofür haben wir denn Krusch dann? So, also, runter. Hoffen wir doch, dass er mal hier ist. Elliot. Nee. Nee, so weit sind wir sogar noch nicht mal mit ihm befreundet. Lea ist noch hier. Ah, schick. Regenbogenmuschel in normaler Qualität. Nichts Besonderes. Na gut. Dann könnte es auch sein, dass Elliot in der Bibliothek sitzt. Das könnte natürlich möglich sein. Hier ist... Nee. Hier ist niemand. Schade. Na gut. Aber wenn wir schon mal hier sind... Wenn wir dann schon mal hier sind... Gibt es erstmal ein Eis für Hailey. Ups. Und der Stand wird gewässert. So, der ist für dich. Ja. Oh. 4 von 10 erst. Okay, krass. Ja, ich trage die Klamotte jeden Tag. So. Es kann halt nicht jeder so reich sein wie du, euer Hochwohlgeboren. Ist er zufällig im Joja-Markt? Nee, da ist nur Shane gerade am Schaffer. Verkaufen die doch Backstäbe? Alter. So, jetzt bin ich etwas überfroht, wo der Kerl stecken könnte. Naja, wir kümmern uns erstmal um unser Felder. Halte ich für ein bisschen wichtiger, um ehrlich zu sein. Hier ist er mal nicht mit dabei, ne? So machen die Mädels jetzt nochmal so ein bisschen Palaver. Tja, wo könnte er dann sein, der Elliot? Guti Fruch. Ich weiß es halt nicht. Das ist halt das. Warten wir halt auf Marus Geburtstag und schauen wir dann dort, ob man irgendwo finden. Na gut. Okay, da sind wieder 2 Stellen verschimmelt. 3, 1, 2, 3, 4 und 5. Wird Zeit, dass Abigail da auch mal wieder ein bisschen dran arbeitet. Dann spart mir das nämlich die Materialien. Das wäre... Ups, das wäre halt richtig geil, wenn sie sich drum kümmert. So, so und so. Okay, so, dann geht's runter, damit wir dort noch unseren Kruscht ausstreuen können. Und zwar die gute Tomatensaat. Also nichts wie hier damit. Na, eventuell haben wir ja auch Glück und wir finden mal Elliot obens in der Kneipe. Auch das könnte sein. Dass er sich da vielleicht mal mit der anderen Leute trifft. Wenn er nicht zu sehr der Herr Philosoph ist. Dann das hier wieder zu und zu. Hier wieder Fülle. Ziegekäse. Ab in den Keller damit. Dann schauen wir mal, ne? Vielleicht ist er ja wirklich in der Kneipe. Wenn nicht, dann... nee, ich möchte nicht essen, ich möchte nur Ei. Dann bin ich etwas ratlos gerade, wo er sein könnte. Naja, wir geben uns mal nicht auf. Dass der Typ eventuell auch ein Sozialleben hat.
Ich glaube, bei ihm sind wir gerade wohl beim Herz oder sowas. Und das war auch nur etwas, was ich durch den Freundschaftsplus-Gedöns oder was gefunden habe. Ich weiß es gar nicht, aber so großartig befreundet bin ich mit dem Typ halt noch nicht. Aber schauen wir mal, ob man das nicht ändern können. Nur die üblichen Gesichter. Nö, hier sind auch Kenny. Na gut. Wisst was? Dann gebe ich doch meine gute Freunde noch ein Bier aus. Hier, du kriegst noch eins mit 6 Herzen. Ja, gern geschehen. Und du, weil du auch überhaupt kein Alkoholproblem hast, bitteschön. Ja, das war schwer zu erraten, dass du sowas magst, ne? Und bei ihm sind wir bei 5 Herzen. Ja, bei Shane ist es unglaublich schwierig rauszufinden, dass der Typ auf Alkohol steht. Ich meine, ich habe ihn ja nur in seiner eigenen Brido gefunden. Naja. Fördern wir mal ein bisschen seinen Alkoholismus. Aber wir gehen jetzt erst nochmal eine Runde an der Bergsee. Ich hoffe nämlich, dass ich mit meiner Kupferpfanne da möglicherweise ein bisschen was finde. Weil manchmal finden sich doch recht schicke Erze zum Wäscher. Ist hier zufällig was? Nee, das ist nur das Ufer. Okay, das Seppel steht hier dappig in der Gegend rum. Ansonsten haben wir hier... scheiße. Nichts zu machen. Schade. Sehr schade drum. Hier blubbert es nur ein bisschen. Aber nichts zum Wäscher. Äußerst schade. Na gut, dann nutzen wir halt die Zeit noch ein bisschen, die wir noch haben heute. An dem 9. Sommertag, um hier noch ein bisschen was zu schlachen. Möglicherweise ist hier noch rostiges Zahnrad. Das haben wir doch schon längst, oder? Ne? Ja. Hat Gunther leider ach, weil du wird's auch mal allmählich Zeit, dass wir auf 50 Artefakte kommen für den Typ. Damit der uns mal den Schlüssel für die Kanalisation gibt. So, dann noch ein bisschen einfach die Stehknacker ohne die Erze jetzt. Die lasse ich einfach mal sein. Was ich halt möchte, sind die Steh. Erze möchte ich gar nicht, weil mir hängt gerade arge Knappheit an Steine zur Zeit. Und da lohnt es sich definitiv, die Dinger noch zu knacken. So. Schicki Sach. Dann weiter geht's. Und dann heim und ins Bett. Bushaltestelle, die Sigi findet ja alle heim. Das war jetzt ein bisschen zu spät. Du warst jetzt auch ein bisschen zu spät, bis ich es gemerkt habe. Egal. Dann kommt der Kruscht auf jeden Fall noch hier rein. Genauso wie der hier. Das gehört hier genauso wie das. Und beim Rest warten wir einfach mal ab. Sodala. Famaru morgen gibt es dann definitiv. Hüpf. Die Erdbeere, die hole ich mir dann noch aus dem Krug, aus dem Krug, genau. Aus der Truhe noch raus. Jö, fast 8000. Das ist doch auch schlecht, die Ausbeute, oder? Dann machen wir nochmal hier weiter am 10. Tag. Ach ja, dann ist ja auch schon in der nächsten Episode das Luau. Nicht schlecht. Also ich bin mal sicher, hier können wir uns auch immer selber weiter produzieren hier mit Kaffeebohnen, genau. Meine Fresse, Wortfindungsstörung schon wieder. Dass wir uns hier weiter schön versorgen können mit Sonnenblume. Hey Ackermann, gehst in die Wildnis? Ich habe dir etwas besorgt. Kirschbombe, einfach mal gäbe auch nicht schlecht. Benutze es, falls du in eine heikle Lage kommst. Das kann dich beschützen. Mua. Dankeschön, Schatz. Hier ist noch nichts gut. Und der Woi ändert noch nicht mal seine Qualität. Schade. Apropos Woi. Servus Ackermann, morgen versammeln wir uns alle wieder fürs jährliche Luau am Strand. Das Highlight von der Versammlung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall was Gutes davor mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und so vorkommt. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Bäuermeister Louis. Jawohl, machen wir. Preiselbeerwoi haben wir hier wieder gemacht. Ich mag gerade mal ein bisschen gucken, was wir sonst schon machen könnten. Wisst was, wir könnten noch ein bisschen Erdbeerwoi machen. Da habe ich, glaube ich, Bock drauf. Abbys Geschenk landet hier. Und wir machen Erdbeerwoi und ich selber hole noch eine Famaru von gescheiter Qualität. Ja, das war jetzt eine gute Preiselbeerwoi. Oh shit. Dann mal wieder 1, 2,
3. Mann, 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 Mann. Okay. Reite mit. Und reite mit. Dann 4, 5, 6 und 7. Ich kann es allmählich echt gebrauchen, die Abigail. Die sich um meine Zäune kümmert, damit die nicht weiter faulen. Also nichts wie hier. Erstmal den Schampel repariere. So, dann sieht es ja wieder gescheit aus. Jo, der Rotkohl ist endlich gut. Dann zu euch, kleine Viecher, nicht Wiechte. So. Okay, schön. Hier. Na, komm schon. Dann haben wir hier noch was. Und das letzte Ei, das Entenei. Dich noch ein Streichler und ein bisschen was zu trinken. Und um Eich kümmere ich mich jetzt auch noch gleich. 4 die Iridiummilch, perfekt. Jo. Und du such mal mehr Trüffel. Also her damit. Das spart jetzt auch Unmenge Zeit, muss ich sagen, mit dem Kram. Mit dem Eissammler. Nix, wie erwartet. Oh ja, da ist was. 3C Weizenmehl. Okay. Warum nicht? Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal was Praktisches. Das müssen wir beim Pierre nämlich Zucker- und Mehlei kaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Ja, dann können wir unser Erdbeere auch wieder auffüllen, sehe ich. Da haben wir nämlich wieder ein paar. Sehr schön. Und wir haben, ja, wieder keine schlechte Ausbeute. 2 normale nur. Das ist etwas... was mache ich denn, du von Quatsch? Das ist etwas schade drum, aber... Naja, kriegen wir schon hier. Da haben wir zumindest die 2 normale für die Weihproduktion jetzt wieder drin in der Truhe. Das ist auch nicht schlecht. Dann suchen wir heute Maru und wir suchen Elliot, damit der noch seinen Tomat kriegt und sein Entefetter als Geschenk. Und Maru kriegt als Geburtstagsgeschenk eine von unserer schönen, preisgekrönte goldene Erdbeere. Mist. So und so. Okelidokeli. Ja, die Felder sind mal wieder sprechen für sich. Sehr gut. Dann geht's dort hier. Da können wir den Rotkohl auch direkt wieder neu einsehen. Genauso wie hier den Weze. Jawohl. Dann Sense. Und hier wieder den hier. Dann der 24 Rotkohl kommt auf jeden Fall wieder hier. Wie lange braucht denn der eigentlich? 9 Tage. Okay. Also dann können wir auch nur 2 Mal wirklich Pflanze hintereinander. Na gut. Dann nehmen wir doch den Weze, den wir hier noch hin und schmeißen den gerade noch hier rein. So, oder? Reite mit. Und du kommst schon mal mit, Ziggy. Dann brauchen wir nämlich nicht so lang. Also, runter. Und dann fangen wir nochmal an. Damit das Gießen auch nochmal schnell von der Hand geht. Und wenn wir da fertig sind mit der ganzen Produktion, können wir dann auch nochmal Quatsch mit der Produktion, wenn wir mit dem Gießen fertig sind, so rum, können wir dann nochmal unsere Produktion abholen. So wollte ich sagen. So. Der Hopfen müsste allmählich auch mal bald gut sein, denke ich, oder? So. Und als weiter. Das ist schön, das gefällt mir. Hier auch nochmal. Dann sind wir eigentlich schon fast durch wieder. Hoppala. Das war immer blöd gestellt. Ah, jetzt fault auch noch der Zaun wieder vor meine Haare. Yes, das ist ja leid. Du weißt doch, dass ich das nicht sehe kann. Zaun. So, da. Und dann dort hier. Und dann kümmern wir uns schon mal um das da unten. Allerhaupt. Das sieht doch auch soweit schon ganz ordentlich aus mit deiner Melone hier.
Und dann bleiben nur noch die 2 andere Felder. Schick. Zumacher. Und dann können wir direkt in die Stadt wuseln noch, wenn wir fertig sind. Ja, hier. Und so. Ja, das sieht man halt leider nie so gut, ob es schon bewässert ist. Ach Gott. Ich freue mich auch darauf, wenn wir wieder mehr Iridiumbache jetzt kriegen. Weil ihr könnt ja sehen, die ganzen Felder bewässern sich dann von selber. Saugut. Gut, der Kram. Der kruscht. Und der hier. Ups. Habe ich die Tiere eingesperrt. So. Dann wieder Käse für ohne hier. Alter Falter. Nee. Aber allmählich haben wir hier so richtig gut die Produktion. Dauert halt nur ewig. Das ist leider das Problem bei den Dinger, dass es ewig und 3 Tage dauert. Ich habe noch gar nicht ins Fernsehen geguckt. Glücksmahlzeit. Das wissen wir schon, wie es geht. Und was Luau natürlich mal wieder perfekt. So, Siggi. Ah, endlich wieder Trüffel. Gut. Sehr schön. Dann gehen wir nämlich jetzt erstmal dort hier wieder. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Durch gehört das und das. Ah, der Wein natürlich noch. Na egal, das kriegen wir schon noch hier. Gut, 1, 2, 3. Und hier Nummer von Denner. Und der Rest geht fort. Das Holz, jo, das habe ich auch noch vergessen. Quatsch. Hier heben wir einfach mal 5 Stück auf. Aber nicht dort, oder? Das müssen wir doch woanders aufheben können, oder? Machen wir doch hier. Machen wir 5 Stück Reihe. Und hier kommt alles rein, bis auf ein normaler Rotkohl. So. So. Nee, Quatsch. Das gehört wieder dort hier. Der Rest dort rein. Granatapfel weg. Das Achfort. Und Weizenmehl. Wo habe ich dann Weizenmehl gelagert? Hier nicht. Hier habe ich es gelagert. Perfekt. Okay. Na dann geht es jetzt erstmal mit einer Erdbeere los und mit einer Tomat weiter. Erstmal Maru-Suche, die könnte bei der Erwit als Krankenschwester sein, wenn mich nicht alles täuscht. So. Gucken wir doch erstmal hier. Die Hände von 9 bis wie lang? Bis 15 Uhr noch auf. Okay. Ja, dann gucken wir halt erstmal noch Elliot. Und ich möchte, wenn wir all den Kruscht erledigt hätten, möchte ich eigentlich das Gemeindezentrum heute noch fertig bringen. Da ist wieder nur leer. Gemischte Saat, ja, Quatsch. Wo steckt Elliot? Das ist echt problematisch, wenn ich nicht weiß, wo der Typ ist. Hier vielleicht in der Bibliothek? Nee. Do lungert er auch nicht rum, der Kerl. Wo mag der wohl stecken? Ha. Wenn ich ihn besser kennen würde, dann wüsste ich auch, wo er ist. Aber so sehe ich doch derzeit keine Chance. Irgendwo hat der, ah ja, da, der Alex wieder. Schauen wir nochmal hier im Park. Vielleicht treibt er sich ja hier rum. Da ist Demetrius. Harvey ist hier. Haley und Caroline. Aber Ken Elliot. Schade. Sehr schade. Na gut, dann gucken wir aber erstmal, dass wir Maru nochmal finden. Dass die wenigstens ihren Kram kriegt. So. Eventuell steckt sie hier im Haus. Schauen wir mal noch ihr. Ich bin auch nicht genug mit ihr befreundet, aber hier steckt sie mal nett. Wo bleibt dann die jetzt ab? Wo mag Maru sein?
Hier ist er. Ah ja, hier ist er. Sehr schön. Zumindest Annie habe ich gefunden. Bitteschön. Geburtstagsgeschenk, das ist ja nett von dir. Ich lieb's. Jetzt sind wir schon mal bei 3 Sterne. Das ist gut. Genießt die Jahreszeit? Das Jahr ist so warm. Mach Sache. Jetzt sind wir aber wenigstens bei 3 Sterne bei ihr. Das ist schon mal ganz gut. Und ich wüsste jetzt nur noch ganz gern, wo Elliot steckt. Vielleicht treffen wir ihn zufällig irgendwo in der Stadt. Oder vielleicht ist er ja hier, wenn das Gemeindezentrum vervollständigt. Das kann natürlich auch sein. Da treiben sich ja nämlich auch so ein paar Leute rum. Also, machen wir das doch mal fertig. Sagen wir es doch mal ein. Mittwoch, der 10. Sommertag um 18 Uhr. Ist doch eine super Zeit, oder? So gibt es auch einen Saatguterzeuger. Und Freundschaft Plus mit aller. So, Dille, jetzt hämmer's. Das letzte Bündel. Leb wohl, Ackermann. Ah. Ah, wie schön das jetzt aussieht, oder? Wundervoll. Jetzt ist das Gemeindezentrum auch wieder schön restauriert. Und die Gemeindemitglieder können jetzt auch wieder hier rein. Da wird sich der Bäuermeister freuen wie Bolle, oder? So. Hier treibt er sich allerdings jetzt leider nicht rum, der Elliot. Aber vielleicht sollten wir mal mit dem Bäuermeister retten oder wie auch immer. Das werden wir schon irgendwie rausfinden. So, bist du zufällig da? Servus. Die Mondlichtqualler werden bald hier sein. Es sind meine Lieblingsattraktion hier im Tal. Vernetzt habe ich jetzt auch noch gekriegt. Und mit diverse Leuten habe ich jetzt einfach mal meine Freundschaft richtig hochpushen können. Das finde ich natürlich echt geil. Das heißt, ich habe jetzt mit alle generell durch das schwarze Brett jetzt mit alle generell nochmal einen Push kriegt, was die Freundschaft angeht. Ja, außer mit Elliot, Sam und einem Zwerg. Na klasse. Oh. Oh, Motto. Marnie, das kann man nicht machen. Also, wenn jemand vor Wind kriegt, kann das meine Autorität in der Stadt untergraben. Das verstehst du doch, oder? Du bist es ja an deinem Job besorgt, Louis. Es gibt doch mal es gibt auch andere Dinge im Leben. Aber ja, ich verstehe es. Ich denke, wir müssen dann wohl uns geheim halten. Ja, ich habe doch wieder hinterm Lastwache gelungert. Gah. Ackermann, du hast alles gehört, oder? Jo, ich behalt's von mich. Danke, Ackermann, ich werd's nicht vergessen. Warum hast du dich überhaupt nur versteckt? Ja, ich wollte spannen. Was? Was? Okay, dann halt nicht. Ja, geh mal wieder. Hä? Ja, warum war ich wohl da? Ja, du ist er. Du ist er doch. Du, Kaspar, hier für dich. Tomate. Genau das, warum ich gebeten habe. Und wunderschön noch dazu. Vielen Dank, Ackermann. Ja, dann kriegst du zusätzlich noch das hier. Was sagst denn du dazu? Ackermann, das ist ja ein wunderschönes Geschenk. Danke dir. Jetzt sind wir schon beim Herz wenigstens. Ja, das ist sehr erfüllend. Ja, noch ein bisschen was zu erzählen ist und nix. Alle hopp. Ja, super. Dann hat der noch seinen Kram gekriegt. Und ist zufrieden damit. Und wir können eigentlich wieder in den Pelzerhof zurückkehren. Und ich glaube, das ist dann erst immer am Tag drauf, dass dann irgendwas beim Gemeindezentrum da ausgelöst wird. Da ist dann nämlich natürlich auch nochmal eine große Sache, die dann da abgeht. Ala hopp, aber das Gemeindezentrum ist jetzt endlich komplett. Und dann haben wir weitere Aufgaben, die auf uns warten, die damit jetzt verbunden sind, dass das Ding komplett ist. Wir können dann auch bei Robin, können wir jetzt auch Gemeindeaufgabe übernehmen. Das heißt, wir können dann, glaube ich, mit sehr viel Geld und mit Holz, mit sehr viel, können wir Pam auch ein neues Haus bauen, statt eine erbärmliche Wohnwache. So, das heißt, unser Woi kommt noch hier rein.
Also, Gluck und Gluck. Und dann kann der Schäfer sich hier brodeln derweil. Und wir schmeißen jetzt auch unseren Kram da in die Kiste. Und ich dir sage, ihr liebe Leute, das war's halt eigentlich mal wieder mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Nur eins möchte ich noch machen. Ich habe doch gehört, dass was aufgeploppt ist. Da wollte ich nämlich noch gucken, was der Grund dafür ist. Also reite mit. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wenn dann nicht nur Luau ist, sondern auch das Gemeindezentrum noch wahrscheinlich eingeweiht wird. Und dann gehen wir jetzt nochmal die Runde hier auch Penner. Denn das ist auch für heute meine letzte Aufnahme mit Stardew Valley. Habe ich wieder 3 Stück am hintereinander gemacht. Und von mir ist halt mal wieder keine Zeit. Das heißt, machen's gut und bis immer mal dann wieder. Ayan Yankee.